Ja, herzlich willkommen zu der Hour of Prayer. Wir sind ja in einer Gebetswoche und wir sind mittendrin beim Beten. Susanna, wie geht's dir beim Beten? Ja, Schöne Frage. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin begeistert und zwar aus folgendem Grund, weil eine Freundin von mir hat gestern Abend bei unserem Gebet, das wir hier vor Ort haben, live jeden Abend bis Donnerstag und auch online zur Verfügung jeden Abend von 19 Uhr bis 20 Uhr, hat mir gesagt, ich bin gekommen, nicht so motiviert, jetzt da eine Stunde zu beten und ich bin so erfrischt. Und was mich begeistert, ist einfach, wenn wir Gebetsformen ja, finden, wenn wir Gebetsarten finden, das Gebet uns wieder erfrischt, weil dazu ja. ist es eigentlich gedacht. Und so oft haben wir ein Bild oder ein Erlebnis oder auch eine Gebetsform im Kopf, die einfach so eher Leben erstickt, anstatt Leben bringt. Und genau aus diesem Grund haben wir das Buch geschrieben, Bete wie niemals zuvor, mit 31 Gebetsformen, weil das sind Das hier. Gebetsformen, die wir selber auch durchgebetet haben, die wir selber lieben, die unser Gebetsleben auch erfrischen. Da sind 31 verschiedene Gebete drin. Das finde ich sehr, sehr spannend. Man sieht es da weiter hier. 31 Gebete und man kann das hier bestellen, das bei unserem Store. Und das Gute ist, den ganzen Gewinn geht in das ICF Zürich zurück. Wir haben das Buch gratis geschrieben, es gehört nicht uns. Wir haben die Policy, dass wenn wir Bücher schreiben, wir geben das ganze Copyright, verschenken wir unserer Church, weil wir verdienen nichts an diesen Büchern. Es ist uns wirklich wichtig, dass Menschen gesegnet werden durch die Bücher. Und wenn du irgendjemanden kennst, denkst, gutes Geschenk, um mehr zu beten oder wie auch immer. Kreativer zu beten oder einfach mehr Freude zu haben am Beten, das hilft Ja, einfach. und wir haben schon viele Bücher geschrieben, aber ich muss sagen, dieses Buch hat mich schon im Glaubensleben gewaltig näher an das Herz von Gott gebracht. Das ist wirklich so, natürlich das Adlerauge hat ein anderes Thema, aber das 31 Gebetsstile. Und was ich mega cool finde, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Formen und Varianten gibt. Und ich glaube, Ja. den meisten geht es so. Auch gestern Abend Leute haben gesagt, ich weiß nicht, wie ich eine Stunde beten kann. Und darum ist auch das Hour of Prayer eigentlich Option. Du kannst ja reinzoomen, rausgehen, wenn auch immer du willst. Aber wir beten mit dir zusammen Gebete durch. Und heute ist das Thema das Heilungsgebet, Susanne. Das ist ja ein Riesenthema, Ja. wo es ja verschiedene Meinungen gibt. Ich glaube, es gibt kein Thema, das ist so, kann eine Kirchenlandschaft so spalten als das Ja. Thema Heilung. Und dennoch kann man das Thema Heilung nicht weglassen, weil wenn man die Bibel liest, die Bibel ist voll von Wundern, von Zeichen, wie Jesus eine unmögliche Situation nahm und hat es gedreht in ein Wunder. Und man kann eigentlich sagen, jedes Wunder, das du in der Bibel liest, oder jede Wundergeschichte, die man liest in der Bibel, startete mit einem Problem. Ich habe diesen Satz gelesen vor ein paar Wochen, habe ich gedacht, das ist eigentlich völlig logisch, aber ich habe das noch nie so geschaut. Und mit anderen Worten, es gibt mega Mut, weil jeder von uns hat vielleicht so einen Bereich im Leben, wo du ein Problem hast. Und das bedeutet, Gott nimmt dieses Problem und er kann es in ein Wunder verwandeln. Und ich fände es schön, Susanne, wenn wir ganz am Anfang einfach den Heiligen Geist einladen, das ist ja immer da, aber ich bete bewusst dieses Gebet, um mir den Glauben bewusst zu machen, der Geist Gottes wohnt in mir, er ist da, er kennt meine Probleme, meine Wünsche, meine Situation und ich lade ihn bewusst ein, weil die Bibel sagt, gemäß eurem Glauben soll etwas geschehen. Das bedeutet schon, wenn wir beten, haben wir schon einen Glauben. Das ist schon mal die Voraussetzung. Aber ich möchte beginnen mit dem Gebet, wo ich bewusst jetzt auch den Geist Gottes einlade für die nächsten paar Minuten, für alle Themen, die wir durchbeten, für den Chat, für die Gebetsanliegen, die wir bekommen haben. Wir haben so viele Gebetsanliegen bekommen. Wir brauchen Wunder, wir brauchen die Gegenwart von diesem Jesus und er ist hier und er bewirkt Wunder in unserem Leben. Ja, und himmlischer Vater, hier sind wir. Hier sind unsere Herzen. Und du siehst das Thema Heilung, das ist auf deinem Herzen, das ist eine Eigenschaft von dir. Du hast auch unseren Körper so geschaffen, dass so viele Mechanismen sind, die einfach schon selbst heilend sind. Heilung ist auf deinem Herzen. Und gleichzeitig haben wir so viele Erfahrungen, so viele Gedanken, so viele Erlebnisse, die einfach nicht
damit zusammenpassen. Und wir öffnen unsere Gedanken, wir öffnen unsere Herzen, Heiliger Geist, dass du uns in dieser Stunde dein Herz über Heilung näher bringen kannst, dass wir deine Gedanken erfassen und erfahren können, wie du denkst über Heilung und dass einfach Heilung und gute Gedanken, deine Gedanken über Heilung in unseren Herzen freigesetzt werden können. Und ich bitte das im Namen Jesus. Genau. Amen. Amen. Hey, was auch immer dein Problem ist oder was unsere Probleme sind, wir sind alle im gleichen Boot, by the way. Das Coole ist, jedes Wunder fing mit einem Problem an und wir können heute unsere Probleme, unsere Herausforderungen, bringen wir unserem Gott im Himmel. Ja. Und was mir auch gerade in den Sinn gekommen ist beim Thema Heilung, ist, dass wir das auch trainieren können. Also das Thema Heilung, ich habe dann so das Gefühl, ja, ich bete und nichts passiert, aber es ist mir in dem Moment einfach so bewusst geworden. Ich war beim Arzt, weil ich eine entzündete Zehe hatte. Ich hoffe, das ist hochdeutsch korrekt ausgesprochen. Und er hat mir gesagt, nehmen Sie diese Salbe und streichen Sie 10 Tage lang Ihre Zehe ein. Und ich habe mich gewundert, weil ich hätte gedacht, dass diese Salbe, die schon Antibiotika enthalten, mindestens nach 3 Tagen meinen Zehen geheilt hätte. Und das ist für mich so ein Bild, was mir heute wieder in den Sinn gekommen ist, wenn es zum Thema Heilung geht. Wir haben immer das Gefühl, es muss zack und es muss schnell gehen. Dafür ist es sehr oft auch ein Prozess und auch ein Übungsprozess. Ja, das andere gibt es ja auch. Es gibt ja die Heilung, wo man betet und das Wunder geschieht sofort. Das kann man auch in der Bibel lesen. Aber es gibt auch die Geschichte, wie Jesus dann zu den 10 Aussätzigen sagt, während ihr zu den Priestern geht, euch zeigt, werdet ihr gesund werden. Die wurden auf dem Weg dahin gesund. Und es gibt auch die dritte Box, wo irgendwie kein Wunder geschieht. Wie Paulus hat gesagt, ich habe 3-mal gebetet, dass Gott den Pfahl aus meinem Fleisch nahm und er hat sie nicht weggenommen. Und dann gibt es Heilung im Himmel. Also sofort Prozess oder Heilung im Himmel. Weil im Himmel sind wir gesund. Ich sage, wenn du eine Glatze hast, du hast keine Haare mehr, hast du im Himmel wieder Haare. Oder wenn man ein krummes Bein hat, im Himmel sind sie gerade. Und diese Dimension vergisst man auch sehr oft. Und trotzdem finde ich es sehr schön, dass Gott oder Jesus oder der Heilige Geist Paulus nicht einfach mit diesem Pfahl im Fleisch, wie man liest, stehen lassen hat, sondern er hat ihm eine Zusage gemacht, er hat ihm einen Zuspruch gegeben. Und das finde ich einfach ermutigend. So, lass uns diesen Bibelvers lesen, Psalm 103, Vers 2 bis 4. Und der ist so ermutigend. Und da heißt, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und dieser Vers aus diesem Psalm, den liebe ich, weil ich immer so denke, ja, meine ganze Schuld vergibt er mir, dafür habe ich keine Bedenken und damit bin ich aufgewachsen, das ist sozusagen inkarniert in mir, aber dass im gleichen Satz steht und heilt mich von allen Krankheiten, das ist einfach ermutigend, weil in gleichem Maß, wie er unsere Schuld vergibt, heilt er auch unsere Krankheiten. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten, weil Gott hat verschiedene Namen. Yahweh Jireh, Gott der Versorger, Yahweh Shalom, Gott der Friede, Yahweh Jireh. Ich bin Gott, euer Arzt. Yahweh Roe. Yahweh Roe. Ja, Jireh hast du gesagt, heißt Versorger. Ja, sorry, Yahweh Roe. Roe, genau. Ich bin euer Arzt. Nein, oder? Doch. Nein, ich glaube, das ist falsch gemacht. Wie auch immer. Ich hab gedacht, Yahweh Jireh. Vielleicht weiß es Micha hinter der Kamera. Nein, Yahweh Jireh, habe ich gedacht, ist Gott mein Heiler. Wie auch immer hat einen Heilungsnamen. So, wir sind uns nicht einig. Spielt keine Rolle. Ich wollte Jetzt haben wir gerade einen Namen durcheinander. Ja, ich wollte jetzt wirklich einfach beten, um Gott einfach mal Danke zu sagen, dass er ein Heiler ist. Danke zu sagen, dass er in der Lage ist, meine Probleme zu verwandeln in einen Sieg. Lieber Gott, ich danke dir für deinen Namen, wo du gesagt hast über deinem Volk, ich bin euer Hirte, ich bin euer Versorger, ich bin euer Friede, ich bin eure Zuversicht und auch eure Sicherheit, aber ich bin auch euer Heiler. Ja. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du deine Augen nicht vor meinen Nöten verschlossen hast. Nein, du hast auch nicht deine Augen verschlossen vor den Challenges, wo ich drin bin. Du hast auch mein Schreien gehört und meine Tränen gehört, die ich geweint habe, weil ich verzweifelt bin.
Und ich danke dir einfach mal für diese Tatsache, du bist stärker als jede Medizin, stärker als jeden Arzt. Das hast du sie Ja. auch gesegnet mit Know-how und mit Medikamenten, ist auch ein Segen von Gott. Aber diese Dimension der Heilung Gottes, wo die Seele gesund wird und der Geist wird geheilt und der Körper, diese Dimension ist schon gigantisch. Und ich danke dir für die Zusage, dass du gesagt hast, dass die Kranken sollen zu dir kommen, auch die müde sind, die beladen und belastet Ja. sind, und du wirst ein Wunder bewirken. Amen. Amen. Susanne. Er heißt Jahwe Rapha. Das Rapha, heißt der Rapha, Heiler. ja, Roe heißt ja. Hirte, Jiri heißt Versorger. Jetzt haben wir es. Genau. Wenn wir zum Thema Heilung kommen, bevor wir noch über mehrere Themen beten, dieses Thema löst mega viele Emotionen aus. Also wir leiten eine Gemeinschaft, eine Kirche seit vielen Jahren. Wir haben gesehen, Menschen werden gesund. Wir haben gesehen, Menschen haben gebetet, wurden nicht gesund. Wir haben das ganze Spektrum von allem gesehen. Wir haben Ärzte, wir haben Mediziner, wir haben auch Leute, die sind in der Forschung tätig. Also das ganze Spektrum. Und wenn man die irische Erweckung anschaut und studiert, kann man für Krankenheilung mega viel lernen. Sie haben nämlich ein Kloster gebaut, und das Kloster war dazu mal im Nirgendwo, hat man das gebaut, es gab das Kloster. Und Menschen kamen dahin für Heilungsgebet. Also man hat sich bewusst gemacht, im Kloster beten dann die Mönche und Menschen werden gesund. Und wenn ein Mönch für eine Person gebetet hatte und sie wurde nicht gesund, hatte der Mönch gesagt, okay, der Mönch, habe zu wenig Glauben. Und dann hat der Mönch gesagt, ich faste nochmals und komme in einer Woche. Und dann haben sie wieder gebetet. Und heute ist es ja umgekehrt, wenn ich für Leute bete, die Leute werden nicht gesund, haben die Leute zu wenig Glauben. Das ist hochinteressant. Und dann haben sie aber Medizin entwickelt im Kloster und gesagt, das ist auch ein Segen von Gott. Also das Kloster wurde zum Ort geworden für Heilungsgebet, aber auch den Ort der Medizin. Also, und sie haben gesagt, wenn dann das Heilungsgebet nichts bringt und auch die Medizin nicht wirkt, dann haben sie Better errichtet, wo Menschen in Würde in den Himmel gehen konnten. Sie sind in Würde gestorben. Und man sieht diese drei Eigenschaften, Heilungsgebet, sofort Prozess mit Fasten, was auch immer. Dann haben sie Medizin erfunden, gehört genau gleich auch zur Segen Gottes. Und wenn das nicht funktioniert, haben sie gesagt, wir begleiten die Menschen in den Himmel, weil da werden Menschen für immer gesund sein. Und ich finde es ein mega krasses Bild aus der irischen Erweckung, wie da Menschen zum Glauben kamen in Scharen, aber sie haben in der Heilungsthema eine sehr gesunde, balancierte Grundlage gehabt, weil, wenn du nicht gesund wirst, irgendwann mal, wenn du 20 Jahre betest, nicht ein Jahr, 20 Jahre betest und du wirst nicht gesund, was die meisten Menschen so sagen, und das ist tragisch, man hört auf zu glauben. Man sagt, okay, die Bibel funktioniert nicht, der Gott ist ein Märchen, und dann drehen Menschen Gott den Rücken, weil etwas nicht funktioniert hat. Und das ist ein ganz heikles Thema, weil es gibt einfach Geschichten, wie bei Paulus, wo nicht ein Wunder geschieht, was auch immer der Grund ist. Es gibt Sünden, Krankheit aufgrund von Sünden, gibt es. Es gibt Krankheit aufgrund von Dämonen, gibt es. Auch von Unglauben gibt es auch, aber nicht nur. Und es wäre zu einfach zu sagen, das ist die Lösung, wir nehmen das und dann ist alles erledigt. Der Glaube ist eine dynamische Freundschaft und diese Spannung wird immer bleiben. Und ich finde es mega wichtig, dass wenn du sagst, Doc, ich habe schon so oft gebetet, hast ein gewisses Alter erreicht und sagst, ich kann dieses Thema nicht mehr hören, dann möchte ich euch zum Anfang mein theologisches Verständnis heißt nicht ich gleich richtig, gell? So wie ich es verstehe. Es gibt eben die kollektive Sünde, und die kollektive Sünde hat zu tun mit Adam und Eva, und unter dem leiden wir alle Menschen, seitdem wir sterben. Gott kann dein Bein heilen, aber der Körper wird sterben. Das hat Gott nicht weggenommen. Das ist auch aufgrund vom Sündenfall. Und es gibt die kollektive Sünde mit Auswirkungen, wo du nichts dafür kannst. Es gab auch Situationen im Alten Testament, wo Gott ein Volk kollektiv bestraft, und es sind ja nicht alle falsch. Es gab ja da immer einen Kern von Leuten, die haben geglaubt, und Gott hat gesagt, nein, kollektiv. Und es gibt kollektive Auswirkungen, wo wir nichts dafür können. Bedeutet nicht, dass Gott nicht das Kollektive heilen kann. Das meine ich mit dem nicht. Zum Beispiel, ein Kind kommt auf die Welt, hat eine Behinderung. Eltern nichts falsch gemacht, das haben wir bei uns in der Church auch nichts falsch gemacht. Und dann sagen sie, wie geht denn das? Und ich sage immer, das ist die kollektive Auswirkung der Sünden. Auch die Natur, sagt die Bibel, die Natur schreit und sehnt nach Erlösung. Und das hilft mir zum Verstehen, es gibt das Kollektive.
Das Kollektive bedeutet aber wieder nicht, dass ich sage, ja, kannst du nichts dafür, ist halt so. Nein, Fakten kann Gott in Wunder drehen. Aber es gibt einfach Geschichten auch bei uns, wo wir sagen, ja, nichts falsch gemacht, das hat zu tun mit der gefallenen Schöpfung. Wir sind ja unterwegs, nicht in diese Erde, in den Himmel. Also wir sind Pilger in einen Ort, der besser ist. Und das Zweite ist meine eigenen Fehler. Also viele Dinge, die ich durchlaufe, haben mit meinem eigenen Leben was zu tun. Und da ist es wichtig zu wissen, es gibt auch meine individuelle Sünde, wo ich Dinge in meinem Leben zerstöre. Das hat nichts zu tun, dass du dein Heil verliest, dein Name ist eingeschrieben im Buch vom ewigen Leben, hat mit dem nichts zu tun. Wir dürfen Dinge nicht vermischen, aber wir leben in einer gefallenen Welt. Es ist noch nicht alles heil, das Reich Gottes kommt mehr und mehr hinein, aber doch noch nicht in der ganzen Auswirkung, das wird im Himmel sein. Und wenn ich diese zwei Dinge vor den Augen habe, hilft das mega, wenn wir beten, dass wir wieder mit Glauben beten, weil jede Person wird gesund. Jede Person wird gesund. Darum bin ich so leidenschaftlich für Heilung zu beten. Gott heilt dich jetzt sofort, wenn nicht ein Prozess und wenn nicht im Himmel. Und darum heilt er immer, jetzt, sofort oder im Himmel. Und darum finde ich das mega wichtig, weil, Susanne, lass uns den Vers lesen, Gott hat uns den Auftrag gegeben, für kranke Menschen zu beten. Ich habe aufgeschrieben, das Heilungsgebet ist unser Geschenk auf der einen Seite und unser Auftrag. Und da heißt es in Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. Das ist doch ein schöner Satz. Also klipp und klar, was unser Auftrag ist, was wir zu tun haben. Und wir haben die Kraft dazu bekommen, ohne Gegenleistung. Das heißt, wir können nicht hart genug beten, wir können nicht richtig genug beten, sondern wir haben die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. Wow. Aber es ist unser Auftrag und deswegen möchten wir uns heute, wir haben es auch schon am Sonntag in der Message gemacht, einfach diesem Thema Heilungsgebet widmen. Und es ist auch ein Teil von unserem Buch. Genau. Ich möchte das erste Gebet, das ich jetzt beten möchte, ich glaube, es braucht Heilung für die Menschen, die haben den Glauben an Heilung verloren. Ja. Die sind enttäuscht, frustriert, vielleicht ein Opfer, sage jetzt mal, der kollektiven Sünde und sagst, es ist nicht fair. Ja. Kommt das Wort, es ist nicht fair, ich habe es nicht verdient, ich habe nichts falsch gemacht. Wie kann Gott das zulassen? Das hat mit der gefallenen Schöpfung zu tun, mit dem freien Willen, den Gott uns gibt. Und wir leiden darunter. Die Natur seufzt nach Erlösung. Und ich möchte einfach für dich beten, wenn du merkst, irgendwo, du bist enttäuscht und das Wort Enttäuschung kommt. Ich bin getoschen worden in meiner Erwartung. Man hat eine Erwartung. Eine Erwartung ist ein Glaube. Man wurde getoschen in dem, was man erwartet hat, ist nicht eingetroffen. Das ist das Wort Enttäuschung. Man ist eben enttäuscht worden. Lieber Vater im Himmel, ich bete für alle die Momente, wo wir gebetet haben, wir haben geglaubt und gefastet und es ist nichts geschehen, was wir mit unseren eigenen Augen sehen. Vielleicht in der unsichtbaren Welt ist vielleicht mehr geschehen, als wir denken. Aber Gott, ich hebe dir mein Herz hin, das wirklich einfach diesen Glauben verloren hat, dass du ein guter Gott bist, dass du gut meinst, dass du mich liebst und auch mich fürsorgst. Und auch da ich einfach die Heilungsgabe weggelegt habe und nicht mehr den Mut gehabt habe zu beten, weil ich Angst gehabt habe, es könnte wieder nicht eintreffen. Und ich lege diesen Frust, diese Enttäuschung, diese Niederlage in deine Hände. Und du kannst es einfach so nehmen und du drehst deine Hände und du kippst jetzt symbolisch deine Niederlage aus. Es ist wie so ein Symbol, ich lass all die Momente los, wo ich wirklich einfach frustriert und enttäuscht bin, wo ich dich, Gott, nicht verstehe. Ja, wir werden Gott nie richtig verstehen, wir sind Menschen und ich lasse es los. Und ich habe einfach so den Eindruck bekommen oder mich an die Geschichte von der Frau erinnert, die seit 12 Jahren an Blutfluss litt und sie hat sich Jesus genährt. Und ich habe so den Eindruck bekommen, dass
einige, die jetzt zuhören, genauso wie diese Frau schon alles versucht haben. Ja. Und vielleicht, wie du gesagt hast, schon mehr als 12 Jahre. Und Ja. ich schließe jetzt meine Ja. Augen Ja. nochmals, um diese Vorstellung Ja. fest vor Augen zu haben, wie wir uns alle nähern, wie wir einfach zusammenrücken, wie wir zusammenkommen von überall, wo wir zuhören. Und Jesus, du bist in unserer Mitte. Und heute, um diese Zeit, wenn wir auch diesen YouTube hören, Yes. wenn wir dieses Gebet hören, da stehst du in unserer Mitte und du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Und in der Bibel steht, und du hast alle Kranken geheilt. Ja. Und dass jetzt auch heute noch Ja. Heilung aus deiner Hand strömt. Ja. Wie damals vor 2000 Jahren diese Frau dein Rockzipfel angefasst hat und sich angeschlichen hat, gibt es heute Menschen, die zuhören und die ihr letztes Fünkchen Glauben einfach einwerfen. Es wird ein Feuer daraus entstehen. Und ich danke dir, Ja. dass du der Gleiche bist. Gestern, Ja. vor 2000 Jahren und auch heute. Und dass Heilung ein Zeichen dafür ist, dass du, Jesus, der versprochene Ja. Retter bist und heute noch heilst. Ja. Und einfach, wenn du merkst, du bist wirklich enttäuscht von dem, die Bewegung ist so ein einfaches Bild, man kippt Dinge aus. Man kippt diese Dinge aus. Wie gesagt, entweder heilt Gott sofort, das kann Gott tun, tut er immer wieder. Oder Gott heilt das im Prozess, ist ein bisschen mühsamer, tut er auch. Ich habe immer gerne das Sofortwunder. Alle, das ist ja logisch. Oder er heilt uns im Himmel. Aber diese Perspektive gibt uns Hoffnung und den Glauben, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Auch unser echter Charakter wird im Himmel hervorkommen. Darum kippe ich diese Dinge aus. Auch da, wo du das Gefühl hast, es ist nicht fair, Ja. es ist nicht okay. Kipp das aus als ein Symbol. Und das Spannende ist, bei dieser Geschichte aus dem Neuen Testament mit dieser Frau, die 12 Jahre am Blutfluss litt und Jesus hat sich unterbrechen lassen von dieser Frau. Er war ja eigentlich unterwegs zu Jairus und er wollte diese Tochter heilen und er wurde unterbrochen. Und während er sich um diese Frau kümmerte, stand Jairus nebendran, Diener kamen und sagten, hey, du musst den Meister nicht mehr bemühen, deine Tochter ist gestorben. Jesus sieht das vielleicht im Augenwinkel und sagt zu Jairus, hey, fürchte dich nicht, vertrau mir ganz und gar. Und ich habe einfach das Gefühl, dass heute auch Menschen, Männer und Frauen zuschauen, die sagen, ach, für mich gilt das nicht. Du bist Zuschauer von dem Geschehen, was jetzt gerade passiert und sagst in deinem Herzen, ach, ich habe schon zu oft gefragt, ach, für mich gilt das nicht. Und Jesus dreht sich zu dir und schaut dir in die Augen und sagt, fürchte dich nicht, vertrau mir ganz und gar. Das ist ein mega schönes Bild. Wir wurde heute, hatten wir ein Meeting und dann habe ich so, als ich was gesagt habe, habe ich gesagt, ja, ist es nicht krass, dass der Gott, der Hirte, ist der gleiche Hirte im finsteren Tal, wie vor dem Tal und nach dem Tal. Der Hirte hat sich gar nicht geändert, die Situation. Dann habe ich das so gesagt, ich dachte, das stimmt, das habe ich mir nie so überlegt. Der ändert sich ja gar nicht. Das ist der gleiche vor dem Tal, im Tal und nach dem Tal. Und wenn man auch durch so Täler hindurch geht, dass man nicht wählt und vielleicht nicht fair erscheint, der Hirte hat sich nicht geändert, Gott hat sich nicht geändert, seine Gegenwart ändert sich nicht. Und das ist auch der Moment, wo dann ein Schaf im finsteren Tal noch viel näher zum Hirte geht, weil es weiß, ich muss diesen Puls von diesem Hirten spüren. Und viele, wenn eine Krise kommt, rennen sie vor Gott weg, statt näher an das Herz von diesem Gott im Himmel. Und was ich mich auch noch erinnere bei dieser Geschichte vom Jairus ist, eben was mit seinem Herzen passiert ist, was mich sehr beeindruckt ist, wir haben oft einen Verhinderungsglauben. Also wir glauben, dass Gott Corona persönlich bei mir verhindern kann oder dass er dies und das verhindern kann. Aber wenn es dann geschieht, und beim Jairus ist ja das Schlimmste passiert, was er sich vorstellen kann. Seine Tochter ist gestorben und
sein Verhinderungsglaube, dass Gott das verhindern kann, ist ebenso gestorben, aber es ist ein Auferstehungsglaube gekommen, dass Gott aus dem Nichts wieder zum Leben erweckt. Und das ist genau das, was du auch angesprochen hast, dass viele einfach den Glauben, der ist gestorben, dass etwas geheilt werden kann. Aber ich bete für diesen Auferstehungsglauben. Yes. Und himmlischer Vater, wir kommen einfach Yes. zu dir mit all diesen Anliegen, wo Dinge schon gestorben sind. Und ich danke dir, dass du auch in uns drinnen diesen Verhinderungsglauben, was wir haben, dass du Dinge verhindern kannst, aber wenn du es nicht gemacht hast, wenn du Dinge nicht verhindert hast, dann ist etwas abgestorben in uns. Und ich danke dir, dass du einfach diesen Verhinderungsglauben ersetzt. Wir bringen ihn dir ans Kreuz und sagen, es hat nicht so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Und ich danke dir, dass wir heute einen Auferstehungsglauben empfangen dürfen. Yes. Wow. Du hast nicht verhindert, Yes. dass die lieben Person neben mir gestorben Ja. ist. Das hast du nicht Ja. verhindert. Ja. Und trotzdem schenkst Ja. du mir einen Ja. Auferstehungsglauben, Come dass wieder etwas Yes. aufersteht. Yes. Yes. Und dieser Auferstehungsglaube ist auch etwas, was man unternehmen kann, zum Beispiel durch Fasten und Beten. Wenn man merkt, man ist eingerostet, man sagt immer, wer rastet, der rostet. Wir sind in einer Gebetszeit und ich habe gesagt, ich rocke diese Gebetszeit, weil ich möchte nicht rosten. Das gibt immer im gewissen Alter. Ist einfach so, dass man auch ein bisschen bequemlicher werden könnte. Ich habe gesagt, ich gebe dann keine Chance, weil ich möchte Gott so erleben, wie ich ihn ganz am Anfang erlebt habe. Darum ist Fasten und Beten etwas, wo wir unserem Fleisch gegenüberstehen und sagen, nein, du kannst nicht bequem werden, der Geist in mir, der ist jung und lebendig und auch frisch und knusprig. So, wir haben ganz hier für die kollektive Sündenfall gesprochen, ganz kurz noch einen Überblick, dass wir wissen, wo wir sind. Es gibt Dinge durch den Sündenfall, wo passiert, und dann aber ist wichtig, dass es auch das Zweite gibt, das ist dann Krankheit durch meine eigenen Fehler gibt es auch. Also, gibt es auch. Mit dem meine ich eben, in Jakobus 5, Vers 14 steht geschrieben, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Und ein Vers weiter unten steht geschrieben, wenn du deine Sünden bekennst, auf dass du geheilt wirst. Also, nicht jede Krankheit, die wir haben, ist aufgrund von unseren Fehlern und Sünden. Aber Ärzte sagen, 80% von den Krankheiten, die wir haben, kommt, weil wir vielleicht Dinge vernachlässigt haben, zu wenig geschlafen, uns gesorgt, Eifersucht, Zorn, Missgunst, Alkohol, Rauchen, kein Sport, zu viel gearbeitet, was auch immer. Und ich liebe es eben, wenn wir uns auch einen Moment nehmen beim Heilungsgebet, uns in den Spiegel schauen und überlegen, gibt es etwas, was der Spiegel mich spiegelt, Dinge, die ich in meinem Leben tue. Und ich mache das ganz, ganz einfach, nicht religiös, sondern ganz, ganz einfach. Ich bin auch nicht der geht und grabe und suche, wo könnte das sein, mache ich nicht in meinem Leben. Ich sage immer, Heiliger Geist, hier bin ich. Gibt es irgendetwas, was ich dazu beigetragen habe für meine Situation, wo ich drin bin? Und ich stelle eine Frage, verstehst du? Ich gehe nicht graben. Der Geist Gottes offenbart. Der Geist Gottes gibt uns eine Erkenntnis. Und ich möchte dich jetzt einladen in dieses Gebet. Es kann sein, muss nicht sein, dass eine Krankheit aufgrund von meinem eigenen Lebensstil oder Verhalten sich etabliert hat über die Jahre. Ja. Und ich kann euch zudem eine ganz einfache Geschichte von mir erzählen, dass eben diesen Punkt es bei mir eben auch gibt. Und zwar, ich hatte die letzten 2 Jahre, war ich oft ein bisschen so angeschlagen, so ein bisschen krank, aber nicht richtig krank, so ein bisschen. Also mit dem kann man immer noch arbeiten, aber man ist immer so ein bisschen leicht schlapp und so. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal zu einem Arzt, mache so einen Check und so. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, gibt es irgendetwas, was es sein könnte, wo ich getan habe? Und ich höre das Wort Sabbat. Und dann habe ich gedacht, Sabbat? Dann habe ich meine Agenda angeschaut, dann habe ich gedacht, stimmt, wir reisen ja mega viel und meistens ist unser Sabbat unser Reisetag, wo wir zurückreisen oder hinreisen, habe ich nie als einen Sabbat angeschaut. Und dann habe ich gemerkt, dass ich den Sabbat die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt habe. Und der Sabbat ist ja gegeben für uns, dass unsere Seele, unseren Geist uns erholt.
Und dann habe ich gemerkt, da habe ich gesündigt. Und ich habe das bekannt, auch meiner Frau, und habe gesagt, ab jetzt trage ich immer jede Woche einen Sabbat ein, weil das ist mein Teil, den ich machen kann. Und ich kann jetzt wirklich sagen, meine Gesundheit ist seitdem, geht die nach oben. Und das war mein Teil, wo ich gesündigt habe. Aber es kann auch sein, wenn du den Heiligen Geist fragst, du hörst nichts, dann ist das wieder etwas anderes. Und ich möchte, oder vielleicht kannst du, Susanne, jetzt einfach beten, dass der Heilige Geist uns eine Offenbarung schenkt. Vielleicht gibt es Dinge. Und dann das dritte Gebet wird dann sein, dass wir beten, ganz konkret für Heilung, egal was dein Grund ist. Verstehst du? Aber es gibt auch immer cool, dass man ein bisschen überlegt, was könnte es sein. Man muss nicht grübeln und graben, finde ich gar nicht cool, sondern der Geist Gottes ganz relaxed, wenn man ihn fragt, er antwortet, wenn er nicht antwortet, easy. Ja, und ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du jetzt in dem Moment körperliche Zusammenhänge mit geistigen oder geistlichen Zusammenhängen einfach offenbarst. Ja. Heiliger Geist, du bist genannt der Helfer und der Tröster, und ich bitte dich jetzt um deine Hilfe, dass mir Dinge und Zusammenhänge einfach bewusst werden von meinem Körper zu meiner Seele und zu meinem Geist. Und dass ich es sehe, da wo ich jetzt zuhöre und da wo ich jetzt bin. Ja. Heilige Geist, ich bitte dich einfach mit meinem offenen Herzen, mit einem offenen Geist, gibt es etwas, was ich dazu beigetragen habe für meine Krankheit? Wenn ja, dann schenk du mir eine Offenbarung. Gib mir ein Wort, ein Gedanke, ein Gefühl, eine Situation. Erklär mir das einfach ganz kurz in einem Gebet. Und wir sind auf einen Moment ruhig, weil ich sage immer, in der Ruhe, im Flüstern, in der Nähe, da spricht Gott. Und was ich mega liebe, wenn man dem Heiligen Geist auch ein bisschen Raum gibt, oder? Ja. Und das auch aushält, oder? Vielleicht ist es das vielleicht zu kurz gewesen, dann kannst du das zu Hause nochmals nachholen länger. Aber wenn man auch mal ruhig ist und sagt, Heiliger Geist, gibt es irgendetwas? Er spricht, er deckt immer wieder Dinge auf. Ja. Und ich finde es sehr inspirierend, den Bibelvers, den du am Sonntag vorgelesen hast, vom 2. Korinther 10, Vers 13, in dem Zusammenhang, wie du ihn gebracht hast am Sonntag, auch heute jetzt wieder, wenn wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns Dinge offenbart, dann offenbart er uns nicht Dinge, die uns erschlagen. Ja, genau. Er offenbart uns nicht Dinge, die uns beschämen. Er offenbart uns nicht Dinge, die viel zu schwer sind für uns, sondern er offenbart uns Dinge und Jesus hat dabei den Ausweg schon geschaffen. Und das bringt eigentlich dieser Vers im 2. Korinther 10, Vers 13 einfach so zum Ausdruck. Und da heißt es, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Und diesen Vers einfach mal im Zusammenhang mit dem Heilungsgebet zu lesen und zu sehen und eben mit dem Gebet oder der Bitte, dass Gott Dinge offenbart, das ermutigt mich. Er offenbart nicht Dinge, die du nicht tragen kannst, genau. die eben, wie ich schon gesagt habe, die dich erschlagen. Und ich möchte einfach dafür auch Danke sagen. Und himmlischer Vater, das schafft Vertrauen. Yes. Wenn wir in den Spiegel schauen, löst das auch immer ein bisschen Angst aus. Das ist ja auch genau der Grund, weswegen wir uns so schwer tun, in den Spiegel zu schauen. Weil wir haben Angst von dem, was uns entgegenkommt. Wir haben Angst von dem, was du aufdeckst. Aber ich danke dir, dass dieser Vers voller Ermutigung ist, dass das, was uns entgegenschaut, nicht größer ist als das, was wir ertragen können. Dass du größer bist als das, dass du uns größeren Glauben gegeben hast,
dass wir es dir hinlegen können und dass du damit klarkommst, weder dass das Problem ist. Und dafür möchte ich dir einfach von ganzem Herzen Danke sagen. Und mit diesem Bewusstsein, mit diesem Trost, mit diesem Zuspruch, getrauen wir uns noch einmal, einfach eine Zeit zu nehmen, in den Spiegel zu schauen, weil wir wissen, du überforderst uns damit nicht, du beschämst uns damit nicht und du verurteilst uns damit nicht, weil es ist deine Güte, die uns zur Umkehr führt. Wow. Ich möchte jetzt gerne einfach, wir haben mega viele Anliegen im Chat, habt ihr reingeschrieben, wir haben mega viele E-Mails wirklich bekommen. Ich habe auch gestern auf meinem Social Media Instagram-Kanal gefragt, braucht jemand ein Wunder? Da kamen so viele Geschichten rein. Leute haben gesagt, ich brauche nicht ein Wunder, ich brauche mehrere Wunder, ich brauche eigentlich unmögliche Wunder. Und jetzt, wenn ich den Chat lese, auch sind ganz verschiedene Anliegen drin. Ich kann jetzt gar nicht auf alles eingehen, aber was wir jetzt machen möchten, ist ganz, ganz einfach. Der Bibelvers hat gesagt, es sollen die Ältesten einer Gemeinde rufen. Und wir sind jetzt einfach Pastoren, ein Ehepaar, auch wenn du jetzt nicht zu ICF Zürich gehörst, auch immer, spielt gar keine Rolle. Das Reich Gottes ist ja größer als eine Gemeinde. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die glauben. Und wir haben das gleiche Label und das ist Jesus. Das finde ich immer mega schön. Wir möchten jetzt für euch jetzt einfach beten. Ja. Du kannst jetzt einfach deine Hand an die Körperstelle legen, wo du eine Krankheit hast. Das kann sein vielleicht Migräne, vielleicht hast du Atemprobleme, Herzschmerzen, Rheuma im Knie, vielleicht eine Leberkrankheit, vielleicht Rückenschmerzen, Krebs, was auch immer du hast. Symbolisch jetzt einfach an der Stelle, weil wir sind jetzt nicht live bei dir, sondern du kannst jetzt einfach deine Hand nehmen. Und immer wenn Jesus gebetet hatte für Krankenheilung, hat er immer den Geist der Krankheit beim Namen genannt. Das erwähne ich immer wieder, weil Krankheit ist ein Geist. Es ist ein Geist. Und den Geist muss man ausladen. Und dann muss man beim Namen nennen. Und dann den Heiligen Geist einladen, einen anderen Geist einladen. Und ich bete jetzt einfach im Namen von Jesus Christus, den Sohn Gottes, von der allerhöchsten Instanz, die es überhaupt gibt. Und du hast gesagt, Jesus, in deinen Wunden sind wir geheilt. Ja. Du hast unsere Krankheit auf dich genommen, damit wir gesund und auch geheilt sind. Und ich bete jetzt gegen den Geist der Krankheit, Geist der Migräne, Geist vom Krebs, Geist der Angst, Geist der Sorge, Geist der Schmerzen, Geist vom Rheuma, Geist der Sehschwäche, Geist der Arterienverstopfung, der Knieschmerzen, vom Meniskus, Geist der Sucht, der Allergien, der Einsamkeit, der Beziehungsunfähigkeit, der Unfruchtbarkeit, zu einem Blutdruck, zu niedriger Blutdruck. Das hat einen Namen. Geist der Scheidung, der in deiner Familie drin ist, von Generation zu Generation. Wir gebieten dir im Namen von Jesus Christus, dass du meinen Körper verlässt. Ja. Du hast nichts zu suchen in mir, du bist nicht eingeladen, du bist nicht mein Freund, du gehörst nicht zu mir. Und im Namen von Jesus Christus, vom Sohn Gottes, am Golgatha am Kreuz starb, musst du jetzt meinen Körper verlassen. Und Geist vom Tod und Geist von der Lähmung, auch du gehst. Und Geist der Trauer, du musst gehen im Namen Jesus Christus. Auch für die, die einen Menschen verloren haben, merkst nach 5 Jahren noch, die Trauer ist immer noch riesig. Gebieten wir, dass der Geist der Trauer weicht von dir. Auch der Geist der Niederlage, der Geist vom Stolz. Der Geist der Abhängigkeit, der falschen Abhängigkeit. Und wir gebieten, nenn es mal bei einem Namen, du kannst den Namen, du kennst jetzt deine Krankheit. Sprich es aus, laut. Nenn diesen Geist, nenn diese Krankheit beim Namen. Und sag ihm, ich habe dich nicht eingeladen, ich will dich nicht, du gehörst nicht zu mir. Ja. Es ist genug. Ein Tropfen von Blut von Jesus Christus genügt für einen Durchbruch, für eine Heilung, für eine Freisetzung. Werd ein bisschen leidenschaftlich auch, das hilft mir immer, wenn ich laut werde, ich feuere mich an im Glauben, weil ich weiß, Gott kann es tun und ich lade jetzt den Geist Gottes ein, die Früchte des Geistes Gottes, der Liebe, der Freude, der Besonnenheit, der Güte, der Selbstannahme,
auch der Geist der Heilung vom ganzen Leben. Das Leben Gottes wohnt nicht irgendwo, es wohnt in dir. Und ich lade das ein. Du kannst auch die Krankheit ausatmen. Und ich lade jetzt die Heilung ein. Ich atme es ein. Neuer Anfang, neuer Sauerstoff, neuer Anfang. Das sind so einfache Übungen, die mir helfen, auch visuell Dinge einfach ganz, ganz praktisch zu machen. Mit dem ist nicht etwas stärker. Es hilft mir, bildhaft Dinge bewusst zu machen. Und was mir auch immer hilft, ist, wenn man das Gegenteil sucht von dem, was man jetzt losgelassen hat. Also wenn du den Geist vom Tod einfach befohlen hast zu gehen, dann empfangen wir von Gott den Geist vom Leben. Wenn wir dem Geist der Armut gesagt haben, er soll gehen, dann empfangen wir den Geist von der Fülle, vom Reichtum, nicht vom Geld in dem Sinn. Reichtum geht viel weiter als das. Ja. Der Geist der Fülle, wenn wir den Geist von Trauer losgelassen haben, dann sagen wir, Geist der Freude, du kommst und füllst mich. Und das heißt, er gab mir Schönheit statt Asche und Freudenöl statt Trauer. Es findet ein Austausch statt und ich möchte dir Danke sagen, himmlischer Vater. Und wir empfangen das Gute, das von dir kommt. Depression geht und Leichtigkeit kommt. Trauer geht und Freude kommt. Was dunkel ist, was schwer ist, das geht und Leichtigkeit kommt. Krankheit, die geht und Gesundheit, die kommt. Was dunkel ist, das geht und was hell ist, das kommt. Und wir rufen es einfach zurück und wir rufen es in Existenz in unserem Leben. Wir rufen Fruchtbarkeit in Existenz. Wir rufen die Fähigkeit, sich verlieben zu können und eine Ehe zu schließen, diese Fähigkeit rufen wir und rufen wir in Existenz. Ich liebe das Bild, das Negative dreht man in eine Zusage von Leben. Das andere ist wie ein Tod in Leben. Das hat Jesus am Kreuz gemacht. Er nahm das Minus, wurde zu einem Plus. Und das ist die Kraft von Jesus. Jesus ist ein kraftvoller Name. Und wenn du wissen willst, wie kraftvoll der Name von Jesus ist, gebe ich dir eine einfache Übung. Wenn du einen Menschen kennst, der hat einen Dämon, geh mal hin und fahre den Dämon aus im Namen von Jesus und der Mensch beginnt zu zittern, nicht weil du deinen Namen aussprichst, wenn du den Namen von Jesus aussprichst, da bewegt sich die unsichtbare Welt, das kann ich dir sagen. Und manchmal denkt man, ja, der Name Jesus und ist geboren da und gestorben, so wie so ein schönes Bild. Aber wir vergessen oft die Kraft, die es hat, wenn du was aussprichst, weil aus dem Mund Gottes schuf Gott Himmel und Erde. Es war aus dem Mund Gottes. Mit Wörter können Leben schaffen, Wörter können auch Leben zerstören. Und darum, wenn ich das ausspreche, kreiere ich in meinem Herzen, in meinem Geiste eine Dimension, wo ich weiß, ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes. Das ist meine Identität, die ich habe. Und als Sohn und Tochter kann man immer noch Fehler begehen. Das ist nicht meine Identität. Das gehört auch nicht mehr zu mir. Das ist wie ein Bettler, den man eingeladen hat in ein Schloss und kann da essen und immer noch stiehlt, ist kein Bettler mehr. Ihm gehört alles, hat noch komische Eigenschaften. Er ist ein Königskind. Und du bist ein Königskind, du gehörst zur Familie von Gott und die Dimension und die Macht und Kraft im Namen von Jesus ist einfach gigantisch über deinem Leben. Wir haben ein Heilungsgebet auch am Sonntagabend bei uns im ICF und auch online angeboten und wir wurden aufgefordert, Namen aufzuschreiben von Menschen, die Heilung brauchen. Ja. Und das möchte ich dir einfach noch mitgeben. Ja. Vielleicht haben wir noch Zeit, dann spezifisch für diese Menschen zu beten, aber mach eine Liste. Und ich möchte deshalb nochmals zurückgehen zum Anfang. Heilungsgebet, das ist unser Geschenk, aber auch unser Auftrag. In Matthäus 10, Vers 8 möchte ich diesen Vers nochmal lesen und dir einfach so mitgeben. Wir haben jetzt für Heilung gebetet, also wir zwei ganz praktisch, wir miteinander und ich möchte dich auch ermutigen, dass du einfach gehst, diese Liste erstellst und für Heilung betest. Ich hatte eine Person auf dieser Liste, also ich hatte natürlich mehrere Personen auf dieser Liste, ich habe gestaunt, es gab eine Riesenliste und eine Person hat mir heute Morgen gesagt, hey, mein Rücken tut gar nicht mehr so weh.
Und ich Wow. habe gedacht, wow, ich habe dich auf meiner Liste gehabt und es hat ja nichts in dem Sinn mit mir zu tun und trotzdem gibt es einen Zusammenhang. Also ich möchte nochmal lesen, was es heißt in Matthäus 10, Vers 8 und das auch so als Segensgebet für dich, als Ausrüstungsgebet für dich, wo du jetzt zuhörst, dir einfach zusprechen. Hey, heilt Kranke. Weckt Tote auf. Also Gott, wenn ich das lese, bin ich komplett überfordert, aber du hast kein Problem damit. Macht Aussätzige gesund. Da stelle ich mir einfach auch solche Menschen vor, die zum Beispiel übersät sind mit Neurodermitis oder was auch immer. Du sagst, macht Aussätzige gesund, treibt Dämonen aus, tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu ohne Gegenleistung bekommen. Und ich empfange jetzt einfach die Kraft dazu, ohne Gegenleistung. Halleluja. Die Kraft dazu, dass die Menschen, die ich auf der Liste habe und für sie bete und ihnen Heilung auch wünsche, zuspreche, ausspreche, wie auch immer, dass da eine Kraft zu fließen beginnt im Namen Jesus. Ja. Und ich segne dich auch zum Ende von diesem Einstundgebet. Ich segne dich im Namen von diesem allmächtigen Gott im Himmel. So ein schöner Name, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige El Shaddai Gott. Ich segne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus. Warum darf man nichts verlangen? Jesus starb am Kreuz, ohne etwas zu verlangen. Er hat sein Leben hingegeben, das ist ein Opfer für euch. Und ich segne dich mit dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, gewaltig. Und die Kraft des Geistes Gottes ist mit dir und mit euch. Ich bete einfach, dass euch Gott bewahrt von diesem Coronavirus, auch bewahrt von finanziellen Schäden, die es gibt. Ich bete einfach, dass Gott dich in einen Segensglocke stellt und du sagen kannst, es wurden Pfeile geschossen links und rechts, Coronavirus links und rechts, aber mich hat das nicht getroffen. Ich möchte für das beten, weil Gott lässt Dinge zu, um die Welt zu erschüttern, aber mein Herz ist so fest an dir verknüpft. Amen. Amen. Wenn du willst, heute Abend, Susanna, haben wir wieder eine Gebetsstunde um 19 Uhr. 19 Uhr, genau. Und am besten abonnierst du einfach unseren YouTube-Channel und stellst die Glocke ein und dann wirst du immer erinnert von den Angeboten, die wir für dich bereit haben, zu profitieren. Weil diese Woche haben wir viele Angebote, viele Gebete und wir haben auch ein Gebet aufgenommen, 5 Minuten, 6 Minuten über ganz verschiedene Themen. Das kannst du bei YouTube runterladen, gratis, oft hören. Also so ein kurzes Gebet zu jedem Kapitel, das du einfach auf dich wirken lassen kannst. Du kannst dich segnen damit. Nimm von unseren Angeboten, die wir für dich bereit haben, einfach nimm das in Anspruch. Also. Auch über Mittag gibt es wieder Gebet, morgen und so weiter und so fort. Also, ciao zusammen, danke Tschüss, fürs Mitbeten, God mach's bless you, gut, we love you, ciao. bye bye.